Boah, will ich so keinen Bock mehr. Hey, wieso? Ja, einfach jeden Morgen aufstehen, zum Morgenessen, Bier trinken, mit zwischen Chatty und Gemini entscheiden. Alter, was die Chatbots rauslösen, es ist so lang. Ja, das ist ja fast wie eine Kater zum Morgenfolge. Wie haben die Generationen vor uns gelebt? Es muss ja hure schwierig gewesen sein. Ohne Handys, ohne Automatautos, ohne Hellbier? Ich weiß es nicht. Kann es sein, dass wir einfach gekocht sind? Also ich meine, ich kann nicht mehr ohne mein Handy eigentlich. Und wenn ich in der Natur überleben müsste, dann würde ich nicht überleben. Aber ist das so? Sind junge Leute immer unselbstständiger, faul, ein bisschen stinkig? Oder sind wir zwei einfach eine Ausnahme? Der Phil Taylor ist es herausfinden. Künstliche Intelligenz macht unser Leben einfacher. Immer mehr Leute gehen studieren und niemand kann mehr geschaltet fahren. Schon in der alten Eidgenossenschaft hat es geheißen, dass junge Leute faul sind. Stimmt das langsam wirklich oder ist das einfach eine alte Stammtischparole? Wir finden es raus. Phil Taylor, freut mich. Oh, machen wir es so. Romanisch, reden Sie Romanisch? Ja. Ich nicht. Würdet ihr sagen, die Jugend ist faul? Das würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist jetzt Erziehungssache. Die Jugend selber nicht schuld, meistens die Eltern schuld. Also faul nicht, nein. Also das glaube ich nicht. Sie wissen vielleicht nicht vieles und ja. Das ist ein bisschen da durch, ja. Aber es gibt einen Abschum, der einfach daneben ist. Vor allem Leute, die Kante machen, oder? Ja. Besonders die. Jetzt gibt es einfach einen extremen Druck und Stress, auch, der auf uns lastet, so, jetzt gerade in der Schule und so. Was ist denn so anders heute im Vergleich zu früher? Früher? Also wo wir so in der Schule waren. Heute muss man die Lehrlinge vielleicht ein bisschen mehr abholen als früher. Das Komplizierte ist aber die Basics fehlen es wie noch. Der Wille ist wichtig. Wenn der Wille fehlt, dann hat es gar keinen Sinn. Ja. Dann ist es mühsam. Fauler würde ich nicht sagen, aber ich sage bequemlicher, weil halt die Möglichkeiten sind auch mehr da. Analoge Uhren lesen, geschaltetes Autofahren, so Sachen fehlen. Ja, es wird schon werden. Ja, es ist vielleicht ein kleiner Umbruch, aber es wird werden. Wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere, dann war ich nicht wesentlich dynamischer. Vielleicht sind sie selbstsicherer, vielleicht haben sie einfach eine größere Klappe. Wir müssen noch gross werden, oder? Ja, es ist so. Das Leben ist hart. Ja, es ist. Ja, scheint's, ist die Jugend doch nicht so faul, wie alle sagen. Ausser Kante-Schüler. Ich kann sie nicht lesen. Aber Zeit für Bier. In der Zeit, wo der Phil jetzt draussen war, habe ich mir überlegt, ob es vielleicht doch seine Rechtfertigung hat, dass wir beide ein bisschen überfordert sind. Ich meine, wir leben in einer Zeit voller Krisen. Eine Pandemie haben wir hinter uns, überall herrscht Krieg und vielleicht ersetzt uns bald KI. Und zudem kommt, dass noch überall Wohnungsnot herrscht und nicht mal HochschulabsolventInnen finden einen Job mehr. Und irgendwie haben wir keine Zukunft mehr, die Welt geht unter. Nur ruhig, Wille, nur ruhig. Du musst mal ein bisschen pazifik bleiben. Es gibt Leute, die nehmen das alles viel entspannter. Es gibt Studenten, die studieren seit 9 Jahren und brennen ein gigantisches Loch in ihre AHV und sind trotzdem tiefenentspannt. Die Rede ist von Filmwissenschaftsstudenten. Ich bin der Jannik, 27, studiere Filmwissenschaften und bin zurzeit gerade in einer intensiven Orientierungsphase. Ich weiss, 9 Jahre Studium tönen jetzt vielleicht nach viel, aber ich lasse mir einfach gerne Zeit, um eine wirklich gute Storyline zu entwickeln. Ich wohne zurzeit noch daheim. Viele sagen Hotel Mama. Ich sage lieber Produktionsstandort mit Vollpension. Jannik, dein Toast ist parat. Ja, meine Mutter ist eine riesige Unterstützung. Ohne sie wäre das Projekt nicht möglich. Wie schon gesagt, ich möchte mich nicht stressen im Studium. Das Semester belege ich fix 1, vielleicht aber auch 2 Module, je nachdem, wie ich mich fühle. Ja, ich arbeite auch gerade an meinem ersten grossen Blockbuster, Arbeitstitel «Zwischen Schatten und Coop». Es geht um einen jungen Mann, der eines Tages entscheidet, er will jetzt Velo fahren. Also steigt er ins Sattel und fährt los. Und fährt und fährt und fährt. Also Forrest Gump auf dem Velo? Oder? Nein,
keine Ahnung von Film. Ich sammle aktuell gerade Inspiration, weil Kunst kann man nicht erzwingen. Der Film ist nie wirklich fertig. Er wird nur abgegeben. Gleiches Prinzip bei meinem Bachelor. Janik, dein Toast! Ich muss los. Meeting mit einem privaten Geldgeber. Das kennen nur die Leute, die kreativ arbeiten. Hat er nicht so ein geiles Leben, wirklich? Ja, sag's nicht. Aber weißt du, noch am Anfang haben wir so ein bisschen davon gehabt, dass wir so ein bisschen unfähig sind und so. Ja, voll. Ich habe gedacht, wir könnten das testen. Und ich habe einen Handwerker eingeladen. Ja, also was für ein Handwerker? Ja, weißt du, ein Handwerker. So einer, der so mit der Hand so werkt und so. Okay. Expertencheck mit Jene. Boah, let's go, Handwerker. Schreibt. Ja. Willkommen im Studio. Du bist also der Handwerker. Einfach, dass ich es gerade schon von Anfang an klargestellt habe. Ich bin Schreinermeister. Ich rede nicht viel, aber wenn ich etwas sage, dann stimmt es auch. Und das da ist Holz. Meine grosse Liebe. Mal richtig arbeiten. Und was bringst du uns heute so bei? Ja, ihr zwei sind heute meine Lehrlinge. Schaut mal, was ist das für eine Holzart? Diorit, Granit. Das ist einfach. Wahrscheinlich ist das... Ja, es ist... Ich glaube... Schon gedacht, alles falsch. Schläg's mal ab. Wirklich? Abschlägen? Ja, richtig gehört. Schmeckst du etwas? Ich kann noch einen Pinsel. Nein, komm, das ist doch einfach. Das hörst du doch, du musst nicht mal daran schlecken. Das ist Fichte. Aber jetzt zu etwas Praktischem, Maurin. Du tust mir das jetzt schön ablenken auf 37,5 cm. Aber präzise bitte. Und du, Wille, du tust mir das nachher schön in einem Winkel zusammennageln. Ist gut? Ja. Also, schau da. Die Stichsage. Nein, spinnst, nimm deine Töpfe weg! Okay. Schau da. Okay. Was machst du? Nein, halt! Stopp! Nimm den Hammer, geht's noch? Okay, Wille. Vielleicht nimm den Nagel vielleicht besser. Okay. Nein, also... Nein, komm, das hat keinen Wert. Das hat keinen... Nein! Holz hat Charakter und das da... Das hat jetzt ein Trauma. Ich sag dir, ich habe Möbel gesehen, die haben mehr Struktur gehabt als du. Das ist unglaublich, die heutige Jugend kann einfach nichts mehr. Herr Hobel? Marin, ich glaube, wir sind nicht gemacht zum Arbeiten. Aber was heisst eigentlich Arbeit auf Romanisch? Wir finden es raus beim romanischen Wort vom Tag. Yes! Arbeit heisst Lavur. Das ist sehr ein gutes Schlusswort. Und bis in 2 Wochen. Dann sehen wir uns wieder. Tschüss!